Natürlich die Frage ist, ah jo, so ist meiner auch. Ne? Für den Mann ist noch viel wichtiger, der lernt, er ist nicht allein. Ne? Mancher wähnt sich einsam unter dem schweren Joch der familiären Pflichten und fristet dort sein karges, entbehrungsreiches Dasein. Er muss wissen, Milliarden von Brüdern schwitzen an seiner Seite. Ne? Das macht uns Männer stark. Ne? Außer natürlich noch so Kleinigkeiten wie, das kennen wir jetzt mal noch einmal. Es gibt ja wirklich Männerdomäne in der Art, als dass es Frauen einfach wirklich nicht kennen oder nur schwer. Die Frauen, die sich für sehr emotional kompetent halten, manchmal auch zu Recht, muss man wirklich sagen, sind aber doch der Teil der Menschheit, der wie niemand anderes zum Beispiel imstande ist, eine Kausalkette zu bilden. Das ist dann so wie, das habe ich aber gleich gewusst, weil das war Schulemol, Zellemol so, und da habe ich das auch gesagt, da war schon mit dem und dem ist auch nicht gut ausgegangen, aber da ist schon auch nicht zugehört. Das ist eine Kausalkette, seht ihr. Und das ist sehr dicht an der Ratio gebaut, also das hat mit Emotionen gar nichts zu tun, das ist der rein rationale Teil in der Frau, der planiert da alles weg. Dann stehst du als Mann dann da und die Frau steht meistens da und zwar so. Kennt jemand das Henkeltässchen? Kennt ihr das? Und die Frau das Henkeltässchen macht, geht so. Ne? Dann weißt du, okay, der nächste Satz kann ich anhören, wie er will. Er ist im Imperativ gesprochen, also in der Befehlsform. Ne? Die steht also da im Henkeltässchen und sagt, und jetzt aber und genau, und dann marschieren die Argumente an dir vorbei und sie steht am Schluss da und weiß, du weißt, sie hat recht. Jetzt kommt die Stärke der Männer, was Frauen in Sekunden zur Verzweiflung treibt, weil sie wähnt sich schon am sicheren Ufer des Rechthabens. Ne? Sie ist also voll im Recht, ich als Mann will sagen, natürlich hat die Recht. Ne? Und jetzt kannst du dich als Mann hinstellen und kannst sagen, ajo, und, seht ihr, das ist immer, wo wir alle Männer, komm, mach mal das Henkeltässchen, mach mal, ajo, und, noch mal, alle miteinander, ajo, und, da läuft der Ei aus, das ist geil. Also wir kommen noch zu ein paar anderen Männerlieder in der Folge, aber gedenkt dem Umstand, ne? Ajo, und da platzen die an die Decke. Ne? Sie eben hat sie noch recht gehabt und jetzt, ne? Das zieht ihr den Teppich unter den Füßen aus. Ne? Merkt euch diese drei Worte, Ajo, und. Im Prinzip ist es ein Wort, verstehst du? Also wenn du auf Beten schreibst, ist nur Apostroph drin. Ne? Ich habe das mal auf dem T-Shirt stehen gehabt und da haben andere Leute versucht zu lesen und haben dann gesagt, Juni. Ja, das war dann alles so Weltenbürger waren das mehr. Ne? Also Kosmopoliten. Wir Pelzer sind ja Kosmoprolete, deswegen lesen wir doch nicht Juni, sondern Ajon. Das ist auch eine Art Kernwissen. Ne? Und uns nicht die Schule gelernt. Scheiße, auf die Pisa-Studie. Ne? Juni. Kann ich mich heute noch nass machen. Alles schlaue Leitskinder. Ne? Und nicht geholfen. Das nächste kleine Stück, das weiß der Michael noch nicht, erfordert, dass er noch einmal umschnallt. Ihr seht ihn mit der falschen Gitarre stehen, er hat noch mehr Blech dabei. Doch. Das nächste Stück erinnert uns an die maritimen Traditionen der Pfalz. Und jetzt werden manche die Hand vor die Stirn schlagen und sagen, ach gut, liegt mich was anderes an. Ne? Das ist nicht wohl. Die gerade Rehbach und Speyerbach, die in Neustadt zu Tale treten und die Mittelhart hier verlassen, um dann durch die Rheinebene zu fließen. Gerade Speyerbach und Rehbach waren die Bäche, die wirtschaftlich wichtig waren für die Pfalz, denn auf ihnen ist geflößt worden. Und der Brennstoff- und Energiehunger der vorderpfälzischen Städte, die damals zum Beispiel schon Industrie wie Glockengießerei und Brennerei für Geschirr in Frankenthal für Porzellan besaßen, der Energiehunger dieser Städte wurde aus diesen Bächen gestillt. Das heißt, man hat das Holz oben neu geschmissen im Wald und hat es unten in Frankenthal wieder rausgezogen. Zu diesem Zweck, übrigens ausschließlich zu diesem Zweck ist der Floßgraber, heißt heute noch so, gebaut worden, eine Verbindung des Rehbachs mit der Isenach vorbei an Maxdorf. Und das war ein maritimes Volk hier. Man hat, wenn man heute noch in den Wald geht und geht man von Bergen nur von der Ungeheiersee, hat man nicht den Eindruck, als dass das letzte Schiff vor 4 Jahren abgelegt hat an der Hidamsteg, sondern vielleicht vor einer Stunde. Da stehen ja noch die Postsäcke fürs Postschiff zu mitnehmen, seht ihr. Und wenn ihr mal im Fernsehen so ein großes Schiff seht, wo sogar Flieger drauf landen, und da steht drauf USS Enterprise. Und dann müssen wir wissen, USS heißt, das ist ein Schiff der Ungeheuerseeschifffahrtsgesellschaft. Und
das alles tragen die Pilzer in sich. Auch die alte Hafenstadt Frankenthal. Ne? Später dann der Hafen noch ein Ratteloch mit Schlamm und so. Da haben wir bei Jugendforst schon noch die Hand angelegt. Ne? Weil also im Bachbett sind wir rumgestolpert. Deswegen haben wir auch heute noch Gassendreck an uns, das ist wichtig. Ich war ja mal, und kennt das natürlich auch, am Strand gelegen in Türkei im Urlaub, und da ist einer zu mir gekommen, der Levent, und Levent hat sofort erkennen lassen mit seinem Zungenschlag, perfekt monomerisch gerät, das war sensationell. Da habe ich gesagt, da brauche ich gar nichts sagen, ne? Weil der war Aufreiser für einen Hammam und hat mir also angedient, ich sollte mich doch mal auf den Steh und mit Backsteh die Haut abreiben lassen, ich wie ein ganz neuer Mensch noch. Dann habe ich gesagt, Levent, so wie du redest, bist du von Mann und von der Gast, ich bin von Frankenthal von der Gast. Du kannst noch lange mit Backstein reiben, aber den Gassendreck kriegst du nicht ab, verstehst du? Da geht eher der Backstein wird zu Sand, du kannst schon lange reiben, aber der Dreck geht nicht ab, seht ihr. Das, was uns zusammenschweißt, die maritimen Traditionen von der Pfalz. Und das hat uns immer ein bisschen Sorge gemacht, dass es ja heute manchmal so Kinder gibt, die schon vor der Erreichung des paarungsfähigen Alters, also ohne Ruhe am Sack, schon auf Fuerteventura oder auf der Baleare oder Schwimmschule waren, aber nicht sagen können, wie der Bach ist, die werden wir jetzt fahren, seht ihr. Und deswegen haben wir ein kleines Stückchen für euch dabei, das ist zwischen Fuchsbach, Eckbach und Isenach. Man kriegt oft ungefragt erzählt von manchem, der schon durch die Welt geflogen ist. Zum Beispiel Rom, dort wohnt der Papst in seinem Dom. Ob Japan, China, USA, nur wenn ich früher noch nicht war. Und mit so einem Flieger wäre schnell grad überall an Ort und Stelle. Was mir die Welt heute auch so klar, es gibt ja nicht mehr viel zu sehen, wenn er noch kaum durch sich selber. Aber war Kollege Schilder, diesen Tagen hier zum Weihnachten ungeheuer sehen. Ja, in der Wald ist ständig mit bis an die Frankenthal. Hinter den Drachenfels gestiegen und in der Freiheit ich geh zurück und laufen mir den ganzen Tag. Zwischen Fuchsbach, Eckbach, Isenach, zwischen Fuchsbach, Eckbach, Isenach, zwischen Fuchsbach, Eckbach, Isenach, da laufen wir den ganzen Tag. Was sagt der Mensch ist, was er isst, dabei hätte ich doch gern gewusst, ob der von Kaviar sich ernährt und zu den besseren Menschen kehrt. Was sie aus uns bloß wäre kennen, wollen wir uns nicht immer mit denen saumagen Brotwäschle wegnehmen, sondern mit Filet Filet. Ich glaube, der Hund sich ähnlich gestanden, da war kein Pilzer und verkehrt. Ich weiß genau, dass das nicht stimmt, ich weiß, der Mensch ist, was er trägt. Ja, und für Teufel stimmt schon leid, und ein Gerät hat Zeit. Die hast du vorher noch nie gesehen, jetzt stecken der Gläser in die Hehe, und das gibt's alles nur bei uns. Und sicher nie irgendeiner Schutz, nur in mir den ganzen Tag.
Wie schon an der Highway gedacht, was zum Seefahrervolk natürlich. Was wir euch alles vorenthalten haben, waren natürlich Geschichten von Baggerseepiraten, von Bachleiche, von die Bachgeister, die Segel-U-Boote, die man heute nur noch ganz selten sieht. Damals schon eine echte Rarität. Oder ganz gefürchtet an jedem Bachlauf die Treiblerinnen, die diese schwer beladenen Schiffe dann nach Uferns angezogen haben. Kräftig halt und, wie soll ich sagen, organisierte vor allen Dingen Frauen im Treiblerinnenverband. Ne? Die nur wenig Spaß verstanden haben. Man hat manchen wie nicht Schütz und man rennen sehen und die kommen sie nachher noch. Man erkennt sie an deutlichen Tätowierungen. Wir haben mindestens eine unter uns, die damals in Treiblerinnen Chor zumindest mitgesungen hat und stolzes Mitglied dessen war. Wir bleiben bei den Pelzerliedern. Michel, du musst heute mal aufsteigen, wir machen das andere später. Wir machen das andere später. Mich ist jetzt nochmal erheben. Ich meine, er ist optisch zwar schon eine Sensation mit der Gitarre, ne? Ton in Ton, alles in Blau und Braun und Blut, ehrlich. Aber das nächste kleine Stück führt uns, ist ein ganz altes, also unser Programm, es führt uns in die Pfalz Mitte neu. Und ja, es heißt auch so und wir widmen das immer jemand und heute gedenken wir mal unserem Schlagzeuger Stefan, der heute nicht bei uns sein kann, der in Erlangung einer neuen Pflegestufe heute im Krankenhaus leidet und weil ich alles an der Arsch getragen kriegen muss. Jetzt musst du dir mal vorstellen, du stehst mit jemandem bald 15 Jahre auf der Bühne und machst mit dem Schluckimpfung und dann kommt er zu dir und sagt, ich habe eine Infektion. Verstehst du? Das macht kein Mensch. Deswegen trinken fest weiter, das sage ich euch gleich. Dem kleinen Stück schicken wir immer ein kleines Verschen voraus, das geht so. Man hat vielleicht genau betrachtet, sich den Gedanken nie gemacht, was an der Pfalz so anders ist. Doch ändert sich das ganz gewiss, wenn man mal ganz woanders ist. Wenn man mal fort muss von daheim, gibt es dort vielleicht auch Heu und Bäm. Da fehlt dann am Schluss vielleicht einer, der auf Pilzig kreischt. Voilà. Für jeden, der die Pfalz vermisst, wenn er als ganz woanders ist, ganz genauso ebenfalls für alle Pilzer in der Pfalz.